Habt ihr gerade auch ein Déjà-vu? Kein Wunder, denn hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution sind wir bereits zum dritten Mal in diesem Duell, was einfach nicht klappen will, obwohl eigentlich die Karten von Karma gar nicht mal so, ich sage jetzt mal, uncool wären, sondern einfach ein bisschen unpraktisch. Um es mal so salopp zu formulieren. Er hat echt noch den Richter am Deck, ich glaube das nicht. Shame on you, shame on you. So, Y Drachenkopf. Spiel mal noch Schrei der Untoten. Und ja, guck mal, was er so treibt. Ah, die Schmerzen. Die sind so teuflisch. So bösartig. Oh, und der Cypher-Soldat. Viel übler als der Cybersoldat. So, Claudes Kritias. Kann ich zurzeit nicht spielen, leider. Ich kann es ja damit mit irgendeiner Fallenkarte kombinieren. Nee, es muss schon eine bestimmte Fallenkarte sein. Okay. Warte mal. Wenn ich da irgendwie nichts verpasst habe. Okay, ich kann Y-Drachenkopf nur auf X-köpfige Kanone. Also entweder fusionieren oder halt einfach linken. Ist ja eigentlich ein Union-Link-Monster. Also Link-Monster in Anführungszeichen. So, dann rufen wir einfach mal den Vollstrecker. Auf gut deutschen Richter. Das war's. Und hoffe nachher, dass mal eine Fallenkarte kommt, eine einigermaßen vernünftige. Aua! Und nochmal von vorne. Ernsthaft. Das ist fies. Aua! Mich einfach total alles auskontert. So, jetzt reicht's ja, aber wer bist du überhaupt? Dass du es wagst. Ja, Kralles Kritias. Guck mal hier, schöne Fallenkarte. Der, jetzt sagst du nichts mehr, wa? So. Ist aber Ruhe hier. Meine Güte. Der Topf seiner Gier plus Notvorräte. Ja, die Karte. War früher auch sehr beliebt. Bye bye. Ja, der tödliche Virusdrache, der kann schon was. Er ist auch tödlich, also von dem her. So. Mir reicht's aber, ich will endlich mal das Duell hier gewinnen. So. Wird langsam was, Freunde. Und Alistar ist halt im Effekt des tödlichen Virusdrachen ausgesetzt. Bye bye. Er kann nichts machen. Er kann nur erwarten, bis er vernichtet wird. Und hier also schön ist noch ein Y-Drachenkopf. Aber schon alle drei? Nee, eben. Doch. Alter. Da muss auch so ziemlich das einzige Fusionsmonster sein. Also natürlich das andere noch, der Explosionsdrache. Die Fusionskarte, die durch einen Zauber plus eine Falle gebildet wird. Aber kein einziges Monster dafür gebraucht wird.
So, Freunde. Wird das Ganze beenden. Tödlicher Virusdrache. Beende endlich dieses Duell. Dankeschön. So. Was? Ein Hologramm? Diese Person besitzt eine uralte Macht, die stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Und sein Name ist Darts. Wer ist Darts? Er versucht, das schrecklichste Ungeheuer zu beleben, das jemals die Erde durchstreift hat, den großen Leviathan. Dafür muss er Menschen Ungeheuern die Seele entziehen. Wenn sein Plan funktioniert, wird es Darts gelingen, eine wirklich verheerende Macht zu entfesseln, wie es sie seit 10.000 Jahren nicht mehr gegeben hat. Gemacht hat. Okay. Einfach formuliert, müssen einfach wieder mal die Welt retten. So, und jetzt zu echte Freunde. Joey folgte einen der Räuber, Wellen. Den Typen kenne ich. Das ist der, der Mai entführt hat. Du sagst es, Kumpel. Pass auf, ich will Mai zurück. Warum verfolgst du mich dann? Weißt du, sie hat ihren eigenen Kopf. Den hatte sie, zumindest bevor ihr eine Gehirnwäsche verpasst habt. Du verstehst es nicht, Kumpel. Niemandem wurde eine Gehirnwäsche verpasst. Jo. Mai hat sich uns aus freien Stücken angeschlossen. Und willst du wissen, warum? Sie wollten nicht mehr die zweite Geige spielen, während du den ganzen Ruhm einheimst. Dann kam ich ins Spielen, alles wurde anders. Du hast ihren Verstand manipuliert. Naja, wach auf wieder, ich hatte hergelockt, um für immer loszuwerden. Bla 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 bla, okay. 2 Typen prügeln sich um eine Frau. Das ist der Quintessenz davon. Wellen hat im Anime ja ein echt geiles Deck, muss man sagen. Aber wie sieht es denn jetzt hier aus? Wird wohl kaum dasselbe sein, oder? Weil ich habe Wellens Anime-Card noch nie hier im Duel Monsters gesehen. Hä? Welchen Effekt? Achso. Was hat denn Joey hier für Karten? Flamwellwache. Rotäugiger schwarzer Leuchtfeuerdrache. Hä? Okay. Rotäugiger schwarzer Leuchtfeuerdrachen. Zwilling. WTF, Joe, was ist das denn für Karten, ey? Ach ja, einfach ein Zwillingsmonster, okay, gut. Das also quasi zweimal beschwören, damit es einen Effekt bekommt. Stimmt, aber was ist der andere Effekt? Falls die Schadensberechnung durchgeführt wird und diese Karte daran beteiligt ist, wenn in der Battle Phase, du kannst deinem Gegner Schadenhöhe der Grundangriffskarte der Karte zufügen. Du kannst den Effekt nur einmal aktivieren. Okay, gut. Sündenbock ist klar. Kann man leider nicht irgendwie rufen. Opfer meine ich, sorry. Rotäugiger Geist. Wähle ein rotäugiger Monster in einem Friedhof. Ist eine Spezialbeschwörung. Wird der theoretisch gehen. Okay. Vor allem, du darfst mal saukrassmäßig Empfängermonster. Joey, was ist los mit dir? Warum hast du Empfängermonster im Deck? Hermos Raketenkanon. Hermos Seithammer mit dem Hexe. Okay, hier mit dem Krieger. Rotäugiges schwarzes Drachenschwert. Hat schon geile Karten, der gute Joey. Ich würde mal sagen, was ich jetzt zwar mit dem Flamel-Wache soll, der gut hat natürlich voll Abwehr. Vor allem für Stufe 1. Das sag mal voll einen Empfänger hat. So, 6. Sinn. Mal aktivieren. Nehme ich mal 5 und eine 4. Schade. Also langsam Alter? Oh, das Kacksiegel. Der Effekt war fies.
Alligatorschwellen sind Ungeheuer, bringt mir also im Kampf gegen, beziehungsweise mit Thermos nicht sehr viel. Die Fusionsbeschwörungen, deswegen lass es mal so. Ja. Pyroboter 0403. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber seine Anime-Karten waren ein bisschen anders. Da liegt wieder am Arsch. So, letzte Karte verdeckt und das war's. Oder Geist. Bringt mir aktuell gar nichts. Pyroboter 03. Pyroboter 001. Das sind ganz krasse Effekte, ganz ehrlich. Ja, komm, ruf mal Sündenbock. Mal gucken, was passiert. Das Monster geht ein bisschen auf den Keks, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Zauberer der Zeit. Oh Mann! Herz der Karte am Arsch. Einfach am Arsch. Kannst du machen, was du willst. Ich freue mich, sobald wir spätestens in der 5Ds-Ära sind, weil dann haben die eigenen Charaktere auch mal eigentlich ein paar coole Kombos drauf. Die nicht unbedingt immer nur auf spezifische Karten ausgelegt sind, weil die Effekte, die so Joey, Kai und Yugi haben, werden ja schon geil. Also weißt du, so Anime-geil, sag ich jetzt halt einfach mal. Weil du halt die Karte auch immer auf die spezifischen Karten halt ziehen musst. Und vor allem die richtigen Monster auf dem Feld haben mussten, so für die richtigen Kombinationen. 5D, das sind halt ein bisschen allgemeiner und deswegen noch ein bisschen geiler und naja, ist egal, komm. So, Freunde Revolta, guck mal, was du mir bringen kannst. Gut, was das bringen soll. Aber ganz ehrlich, habe ich überhaupt irgendwie ein Ritualmonster im Deck? Ich weiß gar nicht welches. Krieg habe ich ja eigentlich auch also nicht. Gut, die fallen noch ein bisschen zu früh. Ich setze mal ein Monster verdeckt. Und guck mal, was passiert. Der Scheiße weg schon wieder. Boah, das sind auch Empfänger waren zum Teil. Ernsthaft jetzt? Oh Mann. Noch ein Schlachtenkrieger. Willst du mich verkackeiern? So, jetzt reicht's kaum. Plünder Captain, Angriffsmodus. Und Raketenkrieger. So, mein guter alter Raketenkrieger. Hä? Du hast ja ein paar geile Effekte. Zählmarken? Wofür? Oha, das könnte noch interessant werden. Ich setze erstmal hier eine verdeckte Karte und gucken, was jetzt passiert. Was? Wir können den Raketenkrieger einfach zerstören. Ach Menno, so jetzt reicht's ja aber. Dann sammle deine Kackdinger. Ah, da steht's. Scheiß Zählmarken. Schlachtkriegerangriff! Ernsthaft.
Ja, natürlich, komm. Diese scheiß Büro-Dinger gehen mir auf den Sack, ganz ehrlich. Was ist das mit diesen Monstern? Büroboter, Dummi Rauch. Alter. Mit Joeys Karten keine Chance. Wie kann man nur so viel Kartenpech haben, ganz ehrlich. Und tschüss. Das ist echt ein schlechter Witz, Freunde. Noch ein einziges Mal die Kralle oder die Klaue des Hermos, wie auch immer, gesehen. Ein Duell 4 gegen Maya auch nicht, also. Oh, zum Henker ist die Zauberkarte, Joey. Was ist das für eine? Transmigration der Rotäugigen? Transmigration der Rotäugigen und Herr des Rots rufen. Okay, gut, ja, theoretisch kenne ich den Effekt, ja, die Karte. Rotiger schwarzer Leuchtfeuerdrachen, haben natürlich rotiger schwarzer Drache auch noch, ist klar. Einfach nichts, was ich eigentlich bräuchte. Tja, was ist mein Ziel? Relativ simpel. Ich will erst einmal gucken, dass ich es irgendwie schaffe, einen schwarzen Rudaugendrachen zu rufen. Was irgendwie ein bisschen schwierig sein könnte. Und warum hat ein normalen Drachen nebst dem Leuchtfeuerdrachen? Was bringt das, Joey? Super, hätte ich jetzt gewartet, wenn ich einen zweiten Blumenkette noch bekomme. Nee, komm, ganz ehrlich. Was ist das mit Joeys, mit diesen Anime-Decks immer? Ganz ehrlich. Und nein, ich meine nicht meine eigenen Decks, aber keinen Bock drauf. Zumindest jetzt noch nicht, bis ich die irgendwie zusammengestellt habe und so. Und eben, ich will ja eigentlich auch die Anime-Decks der Charaktere nutzen, um ein bisschen was zu lernen wieder. Aber so lernst du eigentlich nur, wie du verlierst. Insofern. Was ist denn das schon wieder? Vor allem ist es zweimal normalen schwarzen Rotaugendrachen entdeckt, noch irgendwie den Zwillingsdrachen. Wenn ein Spielzug, aus dem Spielzug, in dem diese Karte im Friedhof gelegt wurde, und dann noch Einwurf für seine Effektmonster kontrolliert. Okay, der Effekt klingt eigentlich ziemlich cool. Vor Vorbereitung der Riten füge deiner Hand ein Ritualzauber an dein Deck hinzu und füge deiner Hand ein Ritual an dein Deck oder Friedhof hinzu. Okay, die Karte ist krass. Sagen wir hier ein Herr des Rots. Einmal pro Spielzug, wenn es für Spielzug seines beliebigen Spielers und eine Karte und Effekt aktiviert wird, außer Herr des Rots. Ja, will mal sagen, rufen wir mal einen Herr des Rots, wa?
Tja, Wellen, was machst du nun? Ja, ich weiß, ihr könnt irgendwie einen Effekt ja, negieren jetzt, aber ich glaube, ich warte besser noch auf andere Effekte. Na dann, Freunde, will mal sagen, Herr des Rots, greif an. Das war's. Okay, es war ein kurzer Zug. Oh Mann. Soll ich jetzt schon Durchbruchfähigkeit? Ich meine, ist ein cooler Effekt und so, aber der scheiß Topf schon wieder. Muss er selber auf den Topf oder was ist los? Ja gut, viel macht er nicht. Will man ganz ehrlich sein, Leute. Scheiß Klaus kriegt das fehlt auch noch. Aber komm, ganz ehrlich. Monster, Reanimation, zeige dich, schwarzer Odang-Drache. Ja, hier wird's richtig rot, Freunde. Wir sehen nur noch rot. Jetzt mit Klaus Kritias wäre natürlich ganz geil. Hermos irgendwie. Ah, keine Ahnung. Herr des Rots, direkter Angriff. So. Also Hermos würde ich jetzt gerne noch irgendwie ziehen, damit ich irgendwie das schwarze Rotaugen-Drachenschwert irgendwie spielen könnte. Das wäre ganz geil. Diese scheiß Kiste, ey. Ja, und soll er jetzt Angst haben oder was? Aber jetzt vielleicht. Doro-Fähigkeit. Nee, ich glaube noch nicht. Der hat sie im Verteidigungsmodus gerufen, also. Oh, Shinzo. Das klingt nach einem Plan. Na dann, Herr des Rots. Vernichte seinen antike Antriebskiste, die sowieso nichts bringt. Au contraire. Ja gut, die Zauberfallenkarte spielen wir nicht viel bringen. Aber das kann ich machen. Herr des Rots ist eine krasse Karte, kann man mal so sagen. Jetzt ruft er meinen fucking schwarzen Rotaugendrachen. Ich krieg die Krise, ganz ehrlich. Nö, daraus wird nix.
Ja, darf ich bitte mal ganz kurz gucken, was der Ding schon da kann? Monster, okay, doch, das wird sich lohnen. Aktiviere mal Durchbruchfähigkeit. So. Beschwörer Spezialbeschwörung, rotäugig Monster. Okay, dann machen wir das nämlich gleich mal. Aber erst rufe ich mal den guten alten Jinso. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, Freunde. So, und sollten die beiden Rodang-Drachen nicht mehr gegenseitig zerstören, aber dann beide wieder an meinem eigenen Friedhof. Oh, gar nicht mitbekommen. Scheiße, stimmt ja. Ah, Mist, sie wollte eigentlich auf Hermus plädieren, aber okay, gut. Du hast es geschafft, du hast gewonnen, leb wohl. Was? Über das Herz. Das Raveln dann nur meine Seele zu schicken. Die Reihen aufzugehen. Was? Verdient. Oh, warte mal. Moment mal. Wellen hat mich zwar genervt, aber niemand verdient es, dass ein machthungriger Psychopath ihm seine Seele wegnimmt und ihn dann gefangen hält. Ganz egal, wer es ist. Weißt du was, Mai? Solange dieses Orkalkos-Ding deinen Gedanken kontrolliert, kann dich nicht zur Vernunft bringen. Das Herz der Karten, Orkalkos. Da Dschungel von seinem letzten Duell mit Wellen erschöpft hat, konnte das Duell mit Mai nicht beenden. Glückwunsch, du gewinnst. Ich bin so erschöpft, um es zu beenden. Bye bye. Ja, jetzt plötzlich so von wegen, ich hasse dich zu, dass Orkalkos dich holt. Ja, ja. Was ist passiert? Er hat das Duell verloren. Was bedeutet das? Ja, seine Seele gehört jetzt Darts. Und wir haben ihn endlich geschlagen. Alter Schwede. Gut, wie gesagt, da die Klaus Hermos oder Kralles Hermos, whatever, haben wir immer noch nicht gesehen, die Karte. Aber generell, ich meine, die Kombis oder die Karten, die es jetzt irgendwie gibt, auch mit Herr des Rots und so, das ist eigentlich alles geil, sieht auch alles episch aus, sind mitunter coole Effekte, ja schon. Aber jetzt rufen, Alter. Und eben den Supporter, irgendwie von wegen irgendwie eine Karte, mit der man halt leichter Drachen auf die Hand holen könnte. Wie Kaiba sie zum Teil ja auch hat, oder leichter im Falle von Joey, halt Hermos auf die Hand zu kriegen. Wir haben Hermos in den ganzen Duellen jetzt sowohl gegen Wellen als auch gegen Mai niemals zu Gesicht bekommen. Das ist ja schon irgendwie schade. Wie dem auch sei. Freunde, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution. Dann im Kampf zuerst Yugi gegen Darts. Darts sage ich schon, gegen Raphael. Dann gegen Darts. Und je nachdem, wie schnell wir vorwärts kommen, vielleicht sogar schon das letzte Duell hier in dieser Kampagne. Mal gucken. Nachher die umgekehrten Duelle, die mache ich aber doch eher später. Weil ich habe langsam genug von der ersten Yu-Gi-Oh! Saga, ganz ehrlich. Ich würde dann doch lieber mit GX mal beginnen, wa? War natürlich auch geil. Das nächste König der Spiele und so. Naja, hier wird's episch, die ganzen Duelle. Kannst du schon mal reinziehen. Sind noch Anime originalgetreu. Also, ja, mehr oder weniger. Doch, passt eigentlich. Gut. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.